verlorenem Wüstensand liegt Naga. Die antike Königsstadt im Sudan, einst das sagenumwobene Goldland Nubien. Bayerische Archäologen graben und forschen dort mit großem Einsatz. Bis vor 2 Jahren. Dann bricht der Bürgerkrieg aus. Grausam und menschenverachtend, Militär gegen Miliz. Die 1800 Jahre alten Tempel liegen unweit des Kampfgebiets. Damit der Sudan angesichts so vieler Krisen in der Welt nicht aus dem Bewusstsein verschwindet, zeigt das Museum für ägyptische Kunst in München seine Ausstellung über Naga jetzt noch einmal. Es birgt die potenzielle Gefahr, dass dieser Ort, der jetzt ungeschützt ist, Schaden nimmt, bis hin geplündert wird, versehentlich, wenn da ein Militärkonvoi durchfährt, beschädigt wird. Also da machen wir uns große Sorgen um den Erhalt dieses Weltkulturerbes. Jahrelang graben sie Seite an Seite mit den Menschen vor Ort, restaurieren und dokumentieren die Funde. Beziehungen, die mit Ausbruch des Krieges abrupt abreißen. In der Umgebung von Naga gibt es keinerlei Kontakt. Den haben wir auch zu Friedenszeiten nicht, weil diese Menschen nicht über Mobiltelefone und Internet verfügen. Aber jetzt wissen wir aktuell nicht mal, wo die sich im Moment aufhalten. Die Kraft dieses Ortes versteht eigentlich nur, wer dorthin reist. Soundinstallationen und Panoramabilder sollen erlebbar machen, wie sich der Grabungsalltag bis zum Kriegsausbruch angefühlt hat. Bei 47 Grad im Schatten. Seit gut 10 Jahren sind Christian Perzelmeier und Arnold Schlüter immer wieder im Naga gewesen. Inzwischen kennen sie alle überlebenswichtigen Tricks. Abend für Abend wird der Sand vor dem Grabungshaus gewissenhaft geharkt, denn ja, die Wüste lebt. Und man sollte gewarnt sein, wenn giftige Spinnen, Schlangen oder Skorpione ihre Spuren hinterlassen. Bis vor 2 Jahren sind die Grabungsarbeiten neben dem Tourismus eine wichtige Einnahmequelle für die Menschen vor Ort. Die anderen sieht man hier, lagern hier förmlich, warten noch, haben ihre Brotzeitbeutel oben in diese Akazie gehängt, damit, denn wir sehen es schon hier, wir sind am Brunnen, wo viele Ziegen und Schafe hier warten, um getränkt zu werden, damit die nicht die Brotzeit im Grund auffressen. Naga war einst prächtige Königsstadt, sakrales Zentrum einer komplexen Hochkultur. Das südliche Tor zu Ägypten. Also das hier ist sicherlich von der Lage und von der Größe her der bedeutendste und wichtigste Tempel in Naga. Das ist ein sehr großer, sogenannter Amun-Tempel, dem ägyptisch-sudanesischen, in diesem Fall Gott Amun geweiht, mit der Widderallee. Die Widder standen nicht auf ihren Sockeln, sondern waren verstürzt, steckten im Sand, schauten nur mit Teilen hinaus. Der Sand erweist sich als Glücksfall, konserviert die Tempelfragmente über Jahrtausende. Mit jedem neuen Fundstück setzt sich das Puzzle wieder etwas mehr zusammen. Was wir natürlich hatten, was sehr, sehr schön war, war der Kopf eines Löwen, wo wir das Unterteil schon vor vielen Jahren, also Kollegen, schon entdeckt hatten. Und was das Schöne ist, dass man auch über ein Jahrzehnt später das passende Stück, das macht dann wirklich Klack, noch finden kann. Und der Erhaltungszustand war halt wunderbar, als hätte man es erst gestern rausgemeißelt. Das einzige Original der Ausstellung, diese fein gearbeitete Stele, eine Leihgabe des sudanesischen Staates. Alles andere ist in Naga geblieben. War es angedacht, hier wirklich ein Vor-Ort-Museum zu machen mit den Objekten, die eben nicht irgendwie woanders hin zu transportieren, sondern wirklich hier zu schützen und auszustellen vor Ort, dass man die Objekte also im Kontext ihres Fundortes also auch entdecken kann. Momentan sind die Träume eines eigenen Museums im Sudan in weite Ferne gerückt. Es bleibt die Hoffnung, dass das Weltkulturerbe nicht als Kollateralschaden des Kriegs endet. Und die viel dringlichere Hoffnung, dass das Land zum Frieden findet.